zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Offline-Reaction. Heute mit dem Video vom Elia, Swiss Covid App. Es geht um die Swiss Covid App und ich finde das sehr ein wichtiges Thema und ein wichtiges Video. Also ziehen wir uns das Ganze mal ein. Keine Lösung für einen Uli anscheinend. Let's go. Elia, bitte du mich unterhalten und vor allem auch informieren. Let's go, wir gehen rein. Ansteckungen mit Corona sind aktuell so hoch wie seit dem Lockdown. Contact Tracing Teams sind schon jetzt in mehreren Kantonen unterbesetzt und überfordert. Und trotzdem sind durch erlaubte Grossanlässe gleich noch mehr soziale Kontakte möglich. Eine einfache App soll das alles lösen, obwohl sie von den Leuten immer noch kritisch angeschaut wird. Also ich würde es zu wenig brauchen und ja, ich finde es echt unnötig. Ich bin der Meinung, dass ich sehe den Grund dahinter nicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich viel bringt. Weil ich habe gemerkt, sie funktioniert noch nicht. Das ist eigentlich wegen dem. Hallo zusammen, ich bin der Elia und schön seid ihr Swiss Covid App. Ein paar haben von der vielleicht schon mal gehört, andere brauchen sie vielleicht schon und haben sie aktiviert. Und nochmal andere denken sich vielleicht: Hä? Was labert das hier? Damit wir Hey, was ist das? Hey, hallo. Aber hey, was ich muss sagen ist, ich brauche die App und habe nicht das Gefühl, was labert das hier? Sondern ich weiß, was ihr seht. Und ja, ich brauche die Swiss Covid App. Und ich habe noch keine Notification bekommen. Let's go. Oh, schnell vom Gleichen reden, hier eine kurze und grobe Erklärung. Swiss Covid App, das ist die offizielle Tracing-App vom BAG, also vom Bundesamt für Gesundheit, die das Contact Tracing während der Corona-Pandemie passiv unterstützen. Die App kann man sich, wie man es kennt, einfach abladen, installieren und dann noch aktivieren und das ist es. Die App misst dann im Hintergrund Abstände zu anderen Handys und meldet, wenn jemand positiv auf das Coronavirus ist getestet wurde. Das klingt doch nach einer guten Sache und trotzdem sind nur 1,5 Millionen Nutzer aktiv. Also, warum? Genau. Zuerst mal, das Brauchen von dieser App ist komplett freiwillig. Darum macht das BAG auch ordentlich Werbung für die App. Sei es klassisch über Inserat oder Fernsehen. Helfen auch Sie mit, Infektionsketten zu stoppen. Jetzt App downloaden. Oder auch über Influencer und erstmalig TikTok. If you're in Switzerland, download Swiss Covid App and protect yourself and others. Was ist das für ein Video? Oh mein Gott, ey, BAG. Ganz ehrlich, ich hätte ja das Video machen können. Ich bin oben. Ich mache auch TikTok-Videos hier und da und ich hätte das auch früher machen können, aber... Do it! Just do it! Die App kostet Stand. Was ist das gewesen? Was ist das für eine Werbung da? Auf das muss ich mir erstmal meine Hände auch noch desinfizieren. Uff. Juli mit allem drum und dran 11 Millionen Franken. Ihr seht also, die App ist im BAG relativ wichtig. Sogar so wichtig, dass der Bundesrat und Ehrenglatze Nummer 1, Alain Berset, höchstpersönlich sich mit einer Nachricht beim Volk gemeldet hat. Depuis aujourd'hui, vous pouvez télécharger sur votre téléphone l'application Swiss Covid. Ich habe sie auf mein Smartphone installiert und ich würde gerne empfehlen, das ebenfalls zu tun. Zum Glück leben wir in einem Land, wo alle Bundesräte an einem Strang ziehen. Und somit ist es eigentlich klar, dass zum Beispiel ein Bundesrat Uli Maurer die App ja schon lange hat. Seit der letzten Woche gibt es auch die neue Corona-Warn-App. Schon runtergeladen? Nein. Ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht. Ja, was? Ist das wirklich wahr? Ey, Uli, wie kann man... Ist mir egal, welche Partei oder weiss nicht was, aber Uli, nee. Einfach nee. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Aber ja, ich meine, verwundert mich das? Es ist ja nur der Uli Maurer, der sein Bundesratsbild von 2019 extra mit einem Smartphone hat machen und sich dabei selber mit einem Smartphone hat inszenieren. Und es ist auch nur der Uli Maurer, der fleissig vor TikTok-Filter tanzt. Ja gut. Wir halten fest, 11 Millionen Franken für eine App, wo der Uli, Mann. ein Bundesrat sagt, man soll sie abladen und der andere hat es selber nicht gemacht. Und was mache ich jetzt als normaler Bürger? Genau das hat mich interessiert, also bin ich einfach mal nach Bern und habe dort die Leute gefragt, was sie von Covid-App halten. Sagt nicht die Swiss Covid App etwas? Ja. Habt ihr die installiert? Ja, habe ich ja. Ja, egal. Nein. Warum habt ihr die nicht abgeladen? Ja, für was sollte ich? Oh, ich wüsste ja eigentlich, mit wem ich sonst Kontakt hatte. Also, da können wir ja auch ohne die App einfach melden, dass ich jetzt Corona hatte. Ja, perfekt, absoluter Pfeife. Er weiß wirklich jeder Kontakt mit anderen Personen. Ich kann ihn nur wahrscheinlich fragen, vor 3 Tagen oder so. Ja, aber ja, natürlich wollte ich mir nicht sagen, dass die App irgendwie Corona verschwindet oder so. Das ist einfach nur ein Hilfsmittel en plus dazu.
Im Moment noch nicht. Und zwar einfach, weil ich gemerkt habe, sie funktioniert noch nicht. Das ist eigentlich wegen dem. Wie habt ihr gemerkt, dass sie nicht funktioniert? Oder woher ist die Entscheidung gekommen? Also, ich habe es einfach so gehört. Also man sieht es nicht genau. Es gibt einfach noch Sachen, oder Fehlmeldungen. Gut, das ist auch nur vom Nachreden. Oder? Kennst du die Swiss Covid App und brauchst du die? Ich kenne sie, ja. Habe sie gebraucht, ja. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich viel bringt. Ja, habe ich installiert. Go. Warum habt ihr die installiert? Meine Eltern haben es beworben. Und du, wieso hast du die App runtergeladen? Ich glaube, was Werbung war oder so. Ja, aber gute Idee, gut. Wenigstens hat die Werbung bei ihr etwas gebracht und die anderen Eltern Ehreneltern. Ja, schon installiert noch nicht. Also meine ganze Familie hat es aber nicht. Warum habt ihr die ausgerechnet nicht runtergeladen? Ich weiß es nicht. Ich bin viel mit meiner Familie unterwegs und ich schaue sie auch nicht an. Ich muss eine riesige Kraft, wir brauchen so etwas nicht. Aber du bist jetzt trotzdem hier in Bern unterwegs? Ja, ist eine Ausnahme. Ja. Was für eine Pfeife hat der Typ. Oh Mann, Alter. Ich bin viel mit meiner Familie und also die Ausrede, man kennt's. Ja moin. Und ja. Ja, ich kenne sie, nein, ich habe sie nicht runtergeladen. Wieso hast du die runtergeladen? Weil von meiner Family so niemand die hat und gefunden, ich bin die meist unterwegs ist und ich fand, so kann ich es doch mal runterladen. Wieso hast du die Dose nicht runtergeladen? Ich bin der Meinung, dass ich sehe den Grund dahinter nicht. Also ja, es hat Vorteile, aber die überzeugen mich nicht. Okay, obwohl die Umfrage zu Bern natürlich nicht repräsentativ war, habe ich und wahrscheinlich auch dir ein bisschen rausgespürt, wo da das Problem ist. Kennen tut man die Swiss Covid App scheinbar lückenlos. Also TikTok-Werbung hat auch irgendetwas gebracht. Es hapert nach wie vor beim Abladen, weil viele scheinbar gar nicht wissen, was die App bringt. Und darum hier eine kurze Erklärung. Wenn eine Person das Coronavirus aufliest, dann kann die noch Tage bevor sie die erste Symptome hat, ansteckend sein. Wenn ich dieser Person begegne, lange 15 Minuten und einen Abstand von weniger als 1,5 Meter und dann besteht eine grosse Chance, dass ich das jetzt auch habe. Ich weiss, dass ich euch hier nichts Neues erzählen, das habt ihr alles schon x-mal gehört, aber achtet euch nur mal, wie oft das pro Tag passieren kann. Es kann im ÖV sein, beim Einkaufen, in der Warteschlange oder einfach mal, wenn man jemanden beiläufig kennenlernt. Und zack, schon hat die Corona. Ich glaube, ja, man weiss, was ich meine. Und genau bei diesen Begegnungen, wo man die Leute eben nicht kennt, sollte die App helfen und einem vorwarnen, wenn man Corona könnte haben. Aber was ist mit dem Datenschutz? Die App will uns nur überwachen und unsere Freiheit rauben. Keine Frage, der Datenschutz bei so einer App ist ein wichtiges Thema. Elia hat so mit den Kostümen wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben mit dem Aluhut. Und bestimmt auch, wie so eine App technisch im Hintergrund funktioniert. Und auch hier bin ich die Leute auf der Straße nach ihrer Sicht gefragt. Ihr habt jetzt die App runtergeladen, macht ihr euch auch ein bisschen Sorgen um eure Daten oder gar nicht? Nein, also ich habe das Gefühl, eben, wenn man andere soziale Medien nutzt, die brauchen unsere persönlichen Daten wahrscheinlich weniger seriös als die Covid-App. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht, weil es ist für einen guten Zweck. Nein, eigentlich nicht so. Und du? Gar nicht. Nein, so, wir sind überall angemeldet, weißt du. Da ist noch ganz anderes Zeug und Informationen für uns im Internet. Es geht nicht um das, ich war einfach zu faul. Besser gesagt, ich habe es nie gebraucht. Was macht dir denn spezifisch Sorgen? Ja, das heisst ja, dass der Ordnungsdienst wird nicht gebraucht davon. Das kann gut sein, aber gleichzeitig weiss man ja, wo die Leute sich lokalisiert haben, wo sie waren. Also irgendwo hat man die Position. Ja, ich hätte schon... Also Angst ist übertrieben, aber ich kann so vertrauen das Ganze. Vor was hättest du denn Angst, dass mit deinen Daten was passiert? Dass sie weitergeleitet werden und schlussendlich weiss ich, wo landen. Also es ist nicht so, dass ich wahnsinnig private Sachen auf meinem Handy habe oder auch allgemein die öffentlichen Medien und so, aber... Eben, die öffentlichen Medien, sie braucht auch so die anderen Social Medias wahrscheinlich auch. Und von dem her, ja, also ich poste ja gefühlt mein halbes Leben auf den Social Media. Mit mir müsst ihr euch nicht vergleichen. Also ihr, die meisten, die jetzt das Video hier sehen, posten nicht so viel Scheiß wie ich jetzt mache. Aber das mache ich ja bewusst. Das ist ja okay. Ich weiß, dass ich das Google, dass eigentlich die ganzen grossen Tech-Firmen alles von mir könnte zeigen, zusammen basteln und wissen. Das ist mir aber relativ egal. Aber es ist nicht allen Leuten egal, aber wenn du dir schon bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube und so weiter anmeldest oder schon nur ein Google-Konto hast, dass sie deine Informationen so Google, YouTube, Facebook und alle von diesen Anbietern sind gratis, weil sie Geld verdienen mit deinen persönlichen Daten. Die meisten passen schon auf. Ja, die meisten habe ich auch ein bisschen Vertrauen. Ich glaube, wenn man diese Plattform braucht und nein vom BAG, der vom Schweizerischen Bund kommt, nicht vertraut, dann es geht nicht so auf. Verstanden wahrscheinlich, was ich meine. Es ist gleich, es ist ein ungutes Gefühl. Du hast gesagt, du hast ja auch WhatsApp, Instagram etc. Hast du dort die Angst nicht?
Weniger, weil es halt, ja klar, es ist alles mit Facebook und noch weiter verbunden, aber ich poste oder nutze es nur so weit bewusst, dass nicht irgendetwas rausgeht, wo geheim ist. Und du hast gesagt, ja, aber eben, das Ding ist halt, es ist Instagram und so hat viel mehr Daten noch als das BAG mit den Positionsdaten. Oder, es funktioniert nicht einmal mit den Positionsdaten, sondern nur mit Bluetooth. Brauchst du ab und zu? Kannst du mir erklären, wie sie funktioniert? Ich weiß genau den Dings nicht. Ich weiß nur, ich muss anmelden und zeigen wegen Bestätigung oder etwas oder so. Mehr weiß ich halt nicht. Ehrenmann. Er weiß nicht genau, um was es geht, aber er hat es downgeloadet. Und ja, Ehrenmann. Ja, keine Ahnung, die schaut, wo wir sind. Mehr weiß ich nicht. Ja, also nach dem, was ich gehört habe, ist es eigentlich so, dass du kannst nachher verfolgen, mit wem du hast Kontakt gehabt und so. Ja. Über Bluetooth-Verbindungen und so. Und das wird das. I don't know. Nein, so genau habe ich mich nicht informiert. So wie ich es gehört habe, haben die Leute nicht wirklich Angst um ihre Daten, aber auch nicht wirklich Ahnung, was mit ihnen passiert. Es gibt schon relativ viele Videos, die das gut erklären. Darum hier eins vom SRF, das das ziemlich gut zeigt. Bitte SRF, gönnt meinen Hack. Das System funktioniert zwischen allen, die freiwillig diese App herunterladen und Bluetooth einschalten. Bluetooth misst die Abstände zwischen den Handys anonym und verschlüsselt. Meldet sich eine Person als infiziert, warnt die App anonym all jene Personen, welche der infizierten Person in der Vergangenheit während mindestens 15 Minuten näher als 2 Meter gekommen sind. Also gar keine Ortungsdienste und nichts, nur Bluetooth-Verbindung zu anderen Handys. Wenn man aber in die Kommentare von diesem SRF-Video schaut, dann merkt man, dass es auch immer noch nicht so klar ist. Mein Bluetooth ist nicht sicher, also werde ich die App nicht installieren. Schluss mit den Stasi-Methoden in der Schweiz. Ich soll diese App freiwillig runterladen, dann muss ich mich registrieren, dann muss ich die ganze Zeit Bluetooth einschalten. Nicht nur ich, auch andere. Lieber nehme ich mein Handy, schlag mit dem Hammer drauf und schmeiß es in den Fluss. Und mein Favorite, bist du ein Depp, dann brauchst du die Corona-App. Ja, CEO of Comedy haben wir hier entdeckt. Super Sache. Also, Bluetooth oder eben Bluetooth, Abstand etc., das wissen wir ja alles. Aber was passiert denn mit diesen Daten genau? Die Swiss Covid App verpackt alle Begegnungen in solchen Zahlencodes hier. Dort drinnen wird festgehalten, welche Distanz ihr zu einem anderen Handy hattet, aber auch, wie lange das ihr neben dem seid. Andere Daten wie Namen, Adresse oder ob ihr mir auf Instagram folgt, @Mr.Bodenstreich_Elia, die werden nicht erfasst. Und es ist ganz egal, ob das im Zug, in einem CEO von schlechte Werbung platzieren. Man kennt ihn, Elia. Restaurant oder um einen Shop um Ecken passiert ist. Darum. Was war das gerade? Wieso ist da gerade mein Gesicht gekommen? Hallo? Egal, ob das im Zug, in einem Restaurant oder um einen Shop um Ecken passiert ist. Darum braucht die App ja auch kein GPS, weil es nicht darum geht, wo das passiert ist, sondern eben, dass es passiert ist. Das mal zum Standort, aber was passiert denn mit diesen Codes? Die Swiss Covid App funktioniert dezentral. Das heisst, die Liste von Codes, die ihr werdet sammeln, wird nicht irgendwo hergeschickt, sondern bleibt auf eurem Handy. Das Einzige, was die App macht, ist, sie geht regelmäßig abchecken, ob einer von euren Codes auf dieser Liste als Corona-positiv gemeldet ist. Und wenn ja, gibt es eine Meldung. Und that's it. Das Technische hinter dieser App habe ich jetzt natürlich grob vereinfacht. Wie es ganz genau technisch funktioniert, würde der Rahmen von diesem Video hier absolut sprengen und schlussendlich spielt es für uns Endnutzer jetzt auch nicht so eine grosse Rolle. Aber wenn es euch gleich interessiert, habe ich unten ein paar Quellen rausgeschrieben und dort könnt ihr mich einlesen. Es steht aber fest, wenn ihr soziale Medien braucht wie WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook und euch dann gleichzeitig auf diesen Plattformen über den Datenschutz für Swiss Covid App aufregen, dann ja. Ja, Dreamer. You dream, du. Nein. Jetzt aber eine Frage an euch. Habt ihr die Swiss Covid App abgeladen? Wenn ja, warum? Und warum nicht? Warum nicht? Ja, aber einfach. Fairerweise muss man natürlich auch erwähnen, dass bei dieser App noch überhaupt nicht alles rund läuft. Und auch die Behörden müssen sich ziemlich an die Nase nehmen, dass es so mal ein bisschen schneller vorwärts geht. Immerhin hat man schon positive Corona-Fälle nur durch die App herausgefunden. Ja, nur 13, aber hey, immerhin 13. Yeah. Und darum, wenn ihr die App noch nicht abgeladen habt und auch nicht wirklich einen Grund dagegen habt, dann gebt euch einen Ruck, Mann. Es kostet wirklich nichts. Ich habe das selber auch gemacht, weil ich es vor allem auch ein solidarisches Zeichen finde. Und hey, auch wenn ihr es nicht machen wollt, gar kein Problem. Es ist ja auch freiwillig. Aber ihr lasst mich doch erst recht bitte wissen, wieso ihr das nicht abladen. Und Moment, bevor noch irgendjemand rennt, nein, ich bin nicht bezahlt worden für das Video von niemandem. Es ist auch niemand auf mich zugekommen. Ich habe das eigentlich aus eigenen Stücken gemacht. Und ja, aber ich sehe es ähnlich wie der Lia. Ich habe die App auch downgeloadet auf meinem Handy. Ich habe es auch da drauf. Eigentlich eben auch Solidarität gegenüber vor allem den Risikopersonen, wo man halt in dem Land haben. Und da Zahlen momentan nach oben gegangen, habe ich das Gefühl gehabt, oder habe ich immer noch das Gefühl, dass das gar nicht mal so eine schlechte Idee ist. Es kostet nichts, das tut mir nicht weh. Ich habe sowieso alles online.
Ja. Nein, ich bin auch nicht von Bill Gates gezahlt worden, aber schön wär's. Bill, wie geht's? Jo. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr Videos habt gesehen von dem, wo in der Schweiz abgeht. Ich bin der Elia, merci vielmals und tschüss zusammen. Sehr, sehr nice Video vom Elia. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön und kompakt zusammengefasst hat er das Ganze. Ah nee, ich habe noch gesehen, es gibt einen Endclip von mir. Okay, was ist da? Gut, oder? Also wieso bin ich nicht zum Swiss Comedy Award nominiert? Könnt ihr mir das sagen? Ja, ne, mach ich nicht. Perfekt, super, Elia. Danke vielmals für den Endclip, Digga.